Also ich möchte gerne in diesem und in den nächsten paar Videos etwas über Autofotografie erzählen. Ich möchte ein bisschen Tipps und Tricks sagen, die ich bei den letzten paar Projekten gelernt habe, und nehme die gerade mit auf ein Projekt, das ich momentan am Planen bin. Zu den vergangenen Projekten, wie ich zum Fotografieren von Autos gekommen bin, angefangen hat eigentlich alles vor etwa 5 Jahren oder so, als ich mal in Solothurn am Bahnhof das Mobility-Auto gemietet habe. Es war ein Audi A7. Ich bin mit dem in den Wald gefahren und habe ein paar Fotos gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Nachbearbeitung oder von Licht und so weiter. Von dem her eher semi-zufrieden mit dem Resultat. Ich konnte dann hier und da immer ein Autos von Kollegen fotografieren. Eins war zum Beispiel Ford Mustang Shelby GT 50 Years Anniversary oder irgend so etwas. Das war wirklich das erste Mal, wo ich Freude hatte am Endresultat. Wir haben wirklich ausprobiert mit so Rauchbomben und einfach die Nachbearbeitung. Habe ich viel Zeit investiert. Spontan irgendwie 5-6 Wochen später bin ich in Zattisholz am Portrait-Shooten, Portrait-Fotos machen. Und da waren ein paar Leute von Grenken dort mit Mercedes und BMW und haben auch ein paar Bilder gemacht. Ich habe dann gefragt, ob ich auch ein paar machen kann und dann die zuschicken. Und sie haben große Freude am Endresultat und haben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, zu Grenken am Flughafen zu kommen. Dort sind wir dann fotografiert. Und ich muss sagen, die Stimmung war wirklich richtig geil dort im Hangar. Ich glaube, mein Lieblingsfoto von dort ist mit einem BMW M4 vor einem alten Propellerflugzeug, wo ja, wirklich richtig cool ist vom Licht. Die Nachbearbeitung hat richtig gestimmt. Und ja, so macht Autofotografie Spass. Auf der Reise durch Finnland, Norwegen, Schweden haben wir natürlich auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, coole Fotos zu machen von Autos. Oder vom Volvo XC60, wo wir unterwegs waren. Und zwar habe ich es auch cool gefunden, mit einem schwedischen Auto in der schwedischen Landschaft so Fotos zu machen. Und ja, einfach auch die Szenerie dort atemberaubend, und von dem her ist es leicht gefallen, coole Fotos zu machen. Genau, das wäre eigentlich schon die ganze Geschichte gewesen. Ich habe noch nicht so mega viel Erfahrung mit Autofotografie, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Resultat, das entstehen. Und in dem Projekt, das jetzt folgt, möchte ich noch ein bisschen vertieft reingehen und vor allem einfach auch das Ganze dokumentieren, wenn ich vorgehe, wenn ich dann die Produktion mache, also das Shooting an sich und die Nachbearbeitung vor allem auch. Das ganze Projekt basiert eigentlich darauf, dass ich so ein bisschen mit Elektrofahrzeugen umprobieren möchte. Ich war schon immer ein Tesla-Fanboy und finde einfach allgemein so alternative Antriebstechnologien spannend. Und von dem her möchte ich auf solche Hersteller zugehen und probieren irgendwie mit einem Termin abzumachen, für das Auto abzulichten und vielleicht auch davon zu profitieren durch Netzwerk und vielleicht auch durch einen Auftrag, der sich durch das ergibt. Genau, aber ich würde sagen, für das Planen gehen wir zurück ins Büro und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Bis dann. Also jetzt daheim am PC würde ich sagen, fangen wir richtig an mit der Planung. Ich brauche für das Notion einfach allgemein für so zum Organisieren und ein bisschen Struktur reinzubringen. Ich kann dort gut auch mal ein Video dazu machen, wie ich es genau brauche. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt straight rein und machen mal eine Liste mit allen Autoherstellern und Garagen, die wir kontaktieren können. Und ja, schauen dann weiter. Also jetzt mal eine Liste erstellt mit allen Herstellern, die ich kontaktieren will. Das wäre zum einen Volvo, BMW, Ford, Tesla, Hyundai, Mercedes, Audi, Polestar und Renault. Ich habe dort im Internet mal ein bisschen auf Webseiten und so weiter nach E-Mail-Adressen gesucht. Ein Tipp, den ich habe, ist das Unternehmen einfach mal auf LinkedIn eingeben und da kommen meistens Jobpersonen führen, die irgendwie mit Marketing oder Kommunikation etwas zu tun haben. Dort ist einfach die Frage, ob man lieber über einen geregelten Weg gehen und über das, was auf der Webseite steht, oder einfach mal sneaky hinten durchgehen. Und dann ist es sicher auch wichtig, dass man sein Netzwerk aktiviert und einfach mal schaut, schafft jemand bei einer Garage oder hat irgendjemand Erfahrung mit Elektroautos und dort einfach mal nachfragt. Ich würde sagen, wir machen das gerade mal und ich schaue jetzt mal ein bisschen, wer ich meinen Kontakt so habe, um nachzufragen. Hey, kurze Frage schnell. Salut! Hey, ja, schnell eine kurze Frage. Und zwar, das ist natürlich die Koordinaten zu dem.
Ich habe meinen Kontakt jetzt mal geschrieben. Ich würde sagen, da können wir nicht mehr machen als warten. Von dem her geht es jetzt zurück an die Liste, schreiben mal die Mail und schicken sie dann raus. Welche Marke da Bock drauf hat und wie es weitergeht, siehst du in den nächsten paar Videos. Von dem her gerne abonnieren. Wenn du mich unterstützen willst, lass mir ein Like da und kannst mal in die Kommentare schreiben, welche Marke ich vergessen habe. Ich würde sagen, das war es für heute. Bleibt spannend und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schöne. Volvo, BMW, Ford, Tesla, Hyundai, Mercedes, Audi, Polestar und Renault.